Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Wie ihr seht, in Winterthur, gerade nach dem Strassenverkehrsamt. Vielleicht ist es ein bisschen laut. Das Problem aber dabei ist, ich habe meine dunkle Scheibe noch drauf und es ist sonst relativ dunkel. Es ist jetzt schon relativ dunkel. Und genau, ND-Filter ist nicht drauf. Warum ist er nicht drauf? Weil es sonst auch wieder relativ dunkel wäre mit dem ND-Filter. Der macht ja schon, ist ja schon sozusagen eine Sonnenbrille. Und genau, heute geht es um das Video, was habe ich schon alles für Auto gehabt. Ja, genau, das ist schon die ganze Frage, was habe ich für Auto gehabt. Also, mein erstes Auto, ein Suzuki Swift, Jahrgang 93, solange es mich nicht alles täuscht. Den habe ich von meinem Gotti. Wer nicht weiss, was Gotti ist, das ist eine Patentante, habe ich das bekommen, weil sie auch sich ein neues Auto gegönnt hat. Beziehungsweise auch ein anderes Auto bekommen hat. Und genau, die habe ich am Anfang, der ist hat mega wenig PS gehabt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ihn am Anfang auch wirklich hässlich gefunden, das Auto. Aber habe mich dann natürlich daran gewöhnt und habe es irgendwann wirklich zu lieben gelernt und habe es wirklich schön gefunden, damit zu fahren. Aber ich habe es dann weggegeben, weil ich ein Problem mit der Benzinpumpe hatte, die hat es geputzt und das Auto hat halt schon relativ viel Rost gehabt. Und ich habe im gleichen Zeitpunkt bei dem Mechaniker ein Audi A3 gesehen und ich habe es mir dann einfach gut geredet, dass ich das Auto jetzt kaufen muss, dass es sich nicht mehr lohnt, mein altes Auto zu haben. Was ich zwar mega schade finde. Im jetzigen Zeitpunkt hätte ich das Auto gern einfach ja, nicht auf, also halt als Alltagsauto, weißt du, so, statt dass ich jetzt den Opel habe, obwohl der Opel natürlich auch ein super Auto ist. Genau, eben dann habe ich den A3 gehabt, den habe ich auch nicht lange gehabt. Warum nicht? Es war alles tipptopp, super Auto, immer angelaufen. Ein A3, Jahrgang, glaube 2002, 1,8 Liter, 180 PS. Ist ein super Auto gewesen, aber dann habe ich irgendwie gewusst, es gibt doch ein Auto, das ist Heckantrieben, das ist ein Cabriolet. Und dann habe ich herausgefunden, das ist doch ein Mazda MX-5. Und dann habe ich den MX-5 gekauft. Und dann hat meine Mutter mir natürlich nie erlaubt, dass ich beide Autos habe, einen MX-5 und einen A3. Außerdem, dass ich, ja, obwohl es nur das teurere Auto, ja, musst du zahlen mit der Versicherung, wäre wahrscheinlich gar nicht unbedingt so teuer gewesen, alles zusammen. Aber hat sie mir einfach nie zugelassen. Ich habe auch gar nicht gewusst, wie das funktioniert mit zwei Autos, muss man dann beide zahlen oder so. Dann habe ich den A3 ziemlich günstig weggegeben. Viel günstiger als ich ihn gekauft habe. Das Problem ist, wenn du etwas kaufst oder verkaufst, darfst du schauen, wie viel hast du dafür gezahlt. Also logisch auch, aber nicht das Gefühl haben, ich habe 2000 Franken gezahlt, ich verlange nur noch 1000. Nein, du musst den Marktpreis anschauen. Was hat das Auto jetzt noch wert? Also erstens mal schauen, wenn du es kaufst, dass du nicht zu teuer kaufst. Und wenn du es verkaufst, musst du nicht denken, noch die Hälfte von meinem Preis. Nein, Mann, das ist ein gebrauchtes Auto. Der Typ, ich weiss nicht, was du gezahlt hast, und wenn es jemandem wert ist, dann zahlt er auch, weiss ich nicht, was für einen Preis, oder? Also, das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann den verkauft, dass ich den Mazda kaufen konnte. Und genau, den Mazda habe ich bis jetzt noch, aber weil der Mazda, das ist auch ein anderes Thema, weil ich da ziemlich viel daran umgebaut habe, habe ich jetzt trotzdem wieder einen A3, weil der einfach alltagstauglicher ist und weil es mich reut. Ich meine, jeder weiss, wie viel das irgendwie Bühlen aus dem Auto machen kostet oder lackieren oder so. Und dann hat es mir einfach gereut, das schöne Auto so viel zu brauchen, das neue, schön gemachte Auto. Genau. Und jetzt habe ich einen Opel dazu. Genau, den Opel habe ich auch noch. Und einen Oldtimer von meinem Vater, den Audi. Also jetzt habe ich falls ihr den Überblick verloren habt, ich habe den A3, ich habe den Mazda, den Audi und den Opel. Der Audi, der Oldtimer, den ich eigentlich als letztes sozusagen eingelöst habe. Genau. Und wenn ich mir jetzt sagen könnte, was ich mache, ich hätte am liebsten hätte ich den Audi nie verkauft.
Weil das super Auto war, hätte der Opel nicht kaufen. Und noch besser hätte ich vielleicht den Audi gar nie gehabt, obwohl der Audi ja schon ein gutes Auto war, weil der denkst du, Mazda, der Suzuki hat noch 50 PS gehabt. Also ist es schon gut, dass ich da, ja, je nachdem, entweder den Audi nie gekauft und den Mazda behalten oder den Audi nie verkauft. Weil jetzt habe ich sozusagen, der Audi ist jetzt sozusagen mein Opel in dem Sinn. Schon bei der gleichen Liga, würde ich sagen. Also so für mich. Na gut, würde ich sagen, wäre es das gewesen. Fragen gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro94. Ciao.